So, ich bin wieder am Spazieren. Das heisst, wir schnäderlen heute wieder. Und das Mal schnädern wir nicht über Cash, sondern wir haben von 0 100'000 Followers erreicht auf Social Media. Also wenn man alle Plattformen zusammenzählt, habe ich natürlich viel mehr. Aber tun wir mal schauen miteinander. Also ich habe angefangen 2020. Nein, eigentlich nicht. Ich habe 2000... Also die richtigen OGs wissen, wenn ich angefangen habe. Also ich weiß es ja selber nicht. Aber ungefähr 2018 mit dem Peter Eckenschwiler Filter, mit dem Schnauzfilter. Ich war im Callcenter. Und ich glaube, das erste Video habe ich irgendwie an einen Kunden angerufen. Und ich gesagt, grüezi wohl, mein Name ist Eckenschwiler. Und ich gesagt, grüezi wohl, mein Name ist Eckenschwiler. Ich rufe Ihnen an, weil wir unsere Handy-Abonnement haben zum halben Preis. Da haben wir fragen, ob Sie eventuell zu uns wechseln. Ja, grüezi wohl, da ist Eckenschwiler für das Salt Mobile. Guten Tag. Ich rufe an, weil wir von der Salt unsere Handy-Abonnement haben zum halben Preis. Und da haben wir fragen, ob Sie eventuell Interesse hätten an einem Wechsel zu uns. So habe ich Handy-Abos verkauft. Und die sind nie viral gegangen. Ich habe die Videos nur auf Instagram gepostet. Aber ich habe immer wieder gepostet. Und dann habe ich so Videos gemacht. So, wenn das Video 1000 Aufrufe hat, dann mache ich weiter. Und so höre ich auf. Und so, weil ich halt, es ist voll nicht gelaufen. Jetzt 1000 Aufrufe hast du, da habe ich nach 1 Minute auf Instagram. Ja. Und dann ist der Filter weggegangen. Hat es dann nicht mehr gegeben. Und nachher, den Rest habe ich schon 1000 Mal erzählt. Muss ich jetzt nicht nochmal erzählen. Wenn ihr das wollt und die auf YouTube jetzt, dann schreibt es in die Kommentare, dann erzähle ich das noch. Aber das haben wir schon 1000 Mal gesagt. Auf jeden Fall, wie kannst du das auch machen? Das ist immer so die Frage. Und die meisten scheitern eigentlich nur daran, weil sie einfach nicht konstant posten. Weil mein Content ist nicht so hochwertig, teilweise schon, aber teilweise überhaupt nicht. Und das aufgebaut habe ich eigentlich einfach die ganze Zeit posten. Und einfach die ganze Zeit posten, kannst du natürlich schon nicht irgendwie Scheissdreck posten. Das muss natürlich schon die Leute interessant finden oder lustig. So springt es nicht. Aber ich kenne so viele, auch Kollegen, die so mittelerfolgreich sind auf Social Media. Sie posten einfach nicht regelmäßig. Sie posten einmal, nachher posten sie wieder mal. Also mal aktiv, für 2 Wochen, 3 Wochen, nachher wieder nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht. Ich habe zum Beispiel noch nie, seit 2020 habe ich noch nie 1 Woche nicht gepostet. Und ich bin in der Reha-Klinik. Ja, bei mir in der Reha aus. Da tue ich das Viertel waschen. Ich habe 2 Kinder. Ich denke, ich will genug ausreden, um nicht zu posten. Aber du musst halt die ganze Zeit, Social Media läuft so, du musst immer posten. Sonst musst du aufhören, das geht nicht. Und ja, eben, ich bin das beste Beispiel. Du kannst mit so nicht hochqualitativem Content kannst du etwas aufbauen. Und bei mir ist es, ich finde, der Erfolg bei mir, für mich, ist, dass ich nicht angestellt sein muss. Kein 9 to 5 muss machen. Nicht für irgendeinen Spass arbeiten, sondern ich kann arbeiten, wenn ich will, für mich. Ich entscheide zum Beispiel, heute mache ich ein Video, heute mache ich kein Video. Jetzt bin ich da ein bisschen am Spazieren. Wir haben zwar Sonntag, aber früher bin ich am Sonntag am Arbeiten um die Zeit. Im Restaurant. Bin ich jeden Sonntag am Arbeiten gewesen. Neujahr, immer. Morgen ist Montag. Die meisten müssen morgen arbeiten. Schreibt sich an den, musst du arbeiten morgen? Sehr wahrscheinlich ja. Ich muss nicht arbeiten. Ich habe morgen auch kein Video posten. Ich bin kein Multimillionär oder so. Aber wenn ihr wissen wollt, wie genau ich wie Geld verdiene, könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben. Dann kann ich auch auf das reacten. Oder dann kann ich auch dort ein Video dazu machen, sagen wir es so. Scheiße.
Also der Titel von dem Video heisst von 0 auf 100k Follower, aber ich habe nur 2000 Follower da auf YouTube. Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Aber es liegt daran, dass ich auf YouTube eben nicht regelmäßig gepostet habe. Das gleiche auch auf Facebook. Aber ich habe eigentlich auf gar keiner Plattform 100k Follower erreicht. Ich blende es hier schnell ein. Auf TikTok sind es, glaube ich, 92. Ja, blende ich jetzt schnell ein. Wie lange läuft, ich weiß es nicht. Auf Instagram, glaube ich, 42.800. Dort hatte ich eben mal einen Account mit 37, da habe ich ein bisschen Ausrede. Mit 37k, der gesperrt wurde, wegen Urheberrecht. Da habe ich den ganzen Account verloren am 21. Oktober 21. Oktober 24. Ich glaube, da wäre ich safe bei 60k oder so. Dann YouTube über 2000 irgendetwas. Und dann Twitch habe ich mal noch gemacht, mache ich aber nicht. Und wie ist die andere? Wie ist die andere Plattform? Facebook, genau. Facebook kann ich 7000 irgendetwas, gehört halt zu Meta. Das habe ich eben auch vernachlässigt. Also wenn ihr startet mit Social Media, unbedingt einen Facebook-Account machen. Eine Fanseite oder so, irgendwie eine Seite. Ich habe es eben nicht gecheckt. Weil wenn ihr etwas postet auf Instagram, dann postet es automatisch auch auf Facebook. Und ihr habt die Views von Facebook auch auf Instagram. Und das Gute ist, auf Facebook kannst du Geld verdienen. Ich verdiene dort vielleicht so 100. Ich blende es da oben ein. Das muss ich viel einblenden. Das ist immer so Arbeit. Ich muss nachher das Video von da auf den Laptop tun. Nachher einen Screenshot machen, über tun, einblenden. Das ist zum Kotzen. Auf jeden Fall, da seht ihr jetzt wie viel. Ich glaube so $100 im Monat. Das ist noch wenig, aber es kommt dort irgendwie auf Views drauf an, ich weiß auch nicht. Aber eben, das habe ich auch nicht von Anfang an gemacht. Das Ziel ist natürlich auf allen Plattformen 100k erreichen. Auf TikTok wird es vielleicht sehr wahrscheinlich das Jahr erreichen. Auf Instagram glaube ich weniger. Aber früher oder später, wenn ich so weitermache, wird es sowieso dazu kommen. Das ist safe. Es braucht halt seine Zeit. Viele hören auf, machen Social Media, nachher hören es wieder auf, weil es nicht so krass läuft und sie sehen nicht Fortschritt. Aber bei mir ist halt der Unterschied, ich habe immer mir das aufgeschrieben. Ich habe so ein Lederbüchlein. Ich kann das nachher auch einblenden. Ich kann es vielleicht schnell aufnehmen und einblenden. Sie sehen dann ein Lederbüchlein. Und ich mache jetzt neu auch immer Screenshots und schicke mir die selber, meine eigene Nummer. Da habe ich die auf dem Handy. Oder ich habe ein Neujahrsvideo gemacht auf TikTok und Instagram, wo ich da auch Screenshots gemacht habe, damit ich in einem Jahr wieder schauen kann, wie viel Fortschritt das ich gemacht habe. Das motiviert mich. Auch wenn es nur so 10 Follower am Tag sind, im Jahr ist das viel. Wenn du jeden Tag 10 machst, dann ist das eben schon viel. So, ich verstecke jetzt immer das Wort in meinen Videos, damit ich weiss, ob ihr überhaupt bis dahin geschaut habt. Also wenn du jetzt bis dahin geschaut hast, dann schreib das Wort Zwetschgenlutz in die Kommentarspalte rein. Dann weiss ich, ja, du hast bis dahin geschaut. Und es motiviert mich zum Weitermachen. Also Zwetschgenlutz reinschreiben, falls du bis dahin geschaut hast. Ja, und wo bin ich stehen geblieben? Keine Ahnung mehr. Ich bin eben schnell rausgegangen. Dann können wir sie in mein Händchen anlegen, weil es arschkalt ist. Ah, beim Lederbüchlein bin ich, ja. Eben, ich habe das jetzt eingespielt im Video. Du hast es gesehen. Und das ist die Motivation. Dass du siehst, dass es immer weitergeht. Aber eben, ich weiss, es ist schwierig, wenn man noch einen Job nebenbei hat. Aber die meisten, die ich kenne, die noch Social Media machen, ja, die sind meistens so Arbeitslose, die sowieso keinen Job haben. Die einen nicht mal ein Einkommen richtig, keine Ahnung, wie die das machen. Aber die wollen Social Media machen, aber machen es nicht richtig. Zeit ist wichtig für Social Media. Du hast eigentlich keine Zeit, um noch nebenbei zu arbeiten. Das ist unmöglich.
Das ist etwas, was nicht funktioniert. Entweder oder. Entweder alles auf das setzen. Kannst du zum Beispiel machen. Oder du kannst natürlich auch nur Teilzeit arbeiten, so 50%. Und nebenbei noch das machen, dann geht es schon. Aber wenn du 100% schaffst, es geht vielleicht schon, aber es ist mega schwierig. Also meiner Meinung nach ist es nicht möglich, aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber auf jeden Fall, bei mir war es so, ich war ja krankgeschrieben 2 Jahre. Und darum hatte ich überhaupt Zeit für das. Ich hatte ja Corona, Gäufer, ich Hans, bin am Gäufer. so. Und dann habe ich eben Zeit, um das zu machen. Die ganze Zeit, jeden Tag Videos raushauen. Am Anfang habe ich sogar 2, 3 Videos rausgehauen. Und wenn jemand nicht schafft, verstehe ich es nicht. Wie er nicht kann jeden Tag ein Video raushauen, das ist gar nicht möglich. Das ist mir einfach zu faul. Und daran scheitert es. Also, Fazit von dem Video. Wie schafft man das? Wie habe ich das geschafft? Von 0 auf 100.000 Follower. Einfach. Also zuerst, natürlich, das habe ich noch vergessen, eine Nische finden. Es sieht aus, wie ich am Tanzen bin. Eben, das Fazit, wie man das schafft, ist einfach die ganze Zeit posten. Über Jahre. Nicht über Wochen. Sondern über Jahre. Du kannst gar nicht keinen Follower aufbauen, wenn du nicht postest. Auch wenn du irgendeinen Scheiß postest. Aber wenn du einfach die ganze Zeit postest, dann kommen einfach mehr die ganze Zeit. Dann musst du einfach so heimbringen. Einfach machen. Einfach heimbringen. Genau das mache ich auch auf YouTube. Jetzt habe ich noch 200 Views auf den langen Videos, 200, 300 habe ich auf den langen Videos. Wenn ich das jetzt ein Jahr lang mache, dann habe ich 2.000, 3.000 Views safe. Und ich bin im Monetarisierungsprogramm drin. Darum mache ich das auch, das ist der Sinn. Auf diesen Videos soll ich ein bisschen Mehrwert geben. Und ins Monetarisierungsprogramm hineinkommen. Damit ich Cash verdiene, weil wer interessiert es, wieso sollte man so etwas machen? Das muss man natürlich auch sagen. Zum Spass. Schlussendlich willst du Geld verdienen, oder? Das ist ja so. Also, liket das Video, kommentiert es, folgt mir, die Glocke aktivieren. Wenn ihr die Glocke aktiviert, hier ist schick verloren. Dann kommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung über, wenn ich ein Video hochlade. Also, bringen heim, einen schönen Abend.